Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen mit dem IKCNCI und dem Moi. Am Hirsch machen wir 4 und herzlich willkommen für eine neue Episode von Minette Mashup, aber wieder das gewinnt sieht Sinneschnitter lang. Moin Marike. Hallo. Moin Maria. Hallo. Mein Name ist Jan. Und ihr wisst ja, dass da sobald die gängige Podcast-Plattformen finden könnt, Spotify, Deezer, Apple und all die anderen auch. Und der fand uns mit den sozialen Netzwerken dann noch über den Hashtag Minette Mashup. Und du darfst uns natürlich gerne über unseren Insta-Account liken und followen. Der Minette Mashup ist aber nicht ohne Gast. Und heute sind wir froh, den Michel Gira bei uns zu begrüßen. Moin Michel. Moin. Wie immer du zum Eis an diesem Podcast, darüber haben wir uns ja im Vorgespräch schon geeinigt. Der Michel als responsable de Service de Projet de Grande Envergure beim Fonds de Logement. Wir schwätzen also heute echt über Urbanismus an von den ganz großen Projekten, die an den nächsten Jahren Gesicht von einer Stadt aus dem Minette verändern wird. Aber eher mal darüber schwätzen, meine ich, Michel, sollte man dem Nullaustra eine kleine Chance geben, dich ein bisschen kennenzulernen. Wie geht ihr beim Fonds du Logement responsable für die großen Projekte? Also, wie hast du Parcours du hin? Also, Schulausbildung, studiert du Architektur, Urbanismus oder ist da echt da puren und dürren Management? Also schon echt einen atypischen Parcours für die Position zu kommen. Schon Politik und Ökonomie studiert, dann habe ich eine Reihe an einem anderen Sektor geschafft, wo ich auch schon heute Direktor vom Fonds de Logement zusammen geschafft habe. Also sind ich 2020 beim Fonds gelangt, also ich in einer anderen Funktion, wo ich direkt mit der Direktion geschafft habe. Und aber auch schon auf den große Projekte, also Neuschmeiß von wo mit der Wolz Mod geschafft und zum Beispiel für das Finanzierungsgesetz, auf dem man sicher nach zur Schweiz zu kommen, zu präparieren. Und dann hat der Fonds dezidiert, dass man für die 2 großen Projekte ein Service brauchen, den all die Defien, auf dem auch nicht zur Schweiz zu kommen können Angriff holen und voilà, dann den Service überholen. Und das ist natürlich hauptsächlich eine Sache vom Management. Wir haben mittlerweile eine große Equipe, wo auch die Architekten, Ingenieure etc., all die spezifischen Profile, die wir brauchen, für das Defien umzugehen, repräsentiert sind. Also schaffen wir auch mit das externe Partner zusammen für die 2 großen Projekte können weiterentwickeln. Und das heißt, da wirklich echt so der Chapeautage von den 2 großen Projekten, die du genannt hast, wie das du koordinieren, das Planungen, das Prozeduren, dass das alles so reibungslos wie nicht mehr möglich gelaufen. Genau, das ist meine Hauptaufgabe, das zu sicherstellen, dass wir die Ressourcen, Kompetenzen und Struktur und Organisation haben, für die Projekte können weiterzutreiben. Weil es geht nicht nur um Urbanismus, um Architektur, um Bauen, aber auch wirklich Weiterentwicklung von Quartier mit anderen Funktionen. Natürlich auch einen relativ politischen Aspekt von den 2 Projekten, weil es den großen Impact lokal und sogar regional auf die Territorien und die Städte, die Gemeinden, die davon betroffen sind, also die liegen natürlich für allem. Und eben da das meine Aufgabe empfangen. Okay, der Name Michel Gira sieht vielleicht dem einen oder anderen etwas, den von unseren Nullausstrahlen ein bisschen mit Sport begeistert ist. Du bist Handballer, du spielst aktuell beim Schöfflinger Verein. Das stimmt, also Handball ist meine Passion seit kleinem Monat schon Purvereiner zu Lützburg gemacht. Los bin ich nach zu Schöffling, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, aber das ist immer eine große Ambition für eine zurück an Taxi zu kommen. Und ich habe noch für drin lang zu Dave gespielt, also ich kenne noch dadurch natürlich den Minette und auch Diedling gut, weil eben war den HBD immerhin eben den Hauptgegner war. Weil originär bist du sich nicht aus dem Minette? Nee, ich komme nicht aus einem kleinen Dorf aus dem Westen von Land, auch von meine Familie, die was aus dem Minette können, dann wie die meisten Letzte auch gewusst Leute aus der Familie auf der Arbeit geschafft und etc. Ich meine, die Liens sind vielleicht den ähnlichen sind, die zuletzt beschwert. Ich meine nicht, definitiv nicht. Nee, du hast Schöffling angeschwert, an Ziel zurück an Taxa League zu kommen. Ganz größten Highlight, dass dieses Weekend der Cupsmatch gegen den Handball Asch, das ist ja da wahrscheinlich Lokalderby, das Cup, also nur mehr motiviert, noch mehr motiviert wie der Rest von der Saison. Natürlich, das ist der nächste Highlight von der Saison. Also ich habe natürlich nicht fremd dahin zu kommen, wenn interessiert ist. Und wie gesagt, Asch ist natürlich ein Gegner, den wissen
iwwer das méi wär der Fall Spektakel sinn auf ja seg Herausforderung muss auch dem Niveau ze mussssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da doch eine gute Balance ist, dann die Responsabilität an deinem Job und dann ist da aber auch eine gewisse Responsabilität als Handballer. Mir das wahrscheinlich. Das ist natürlich gut den Auskraft, den ihr braucht, wenn den ganzen Tag hauptsächlich an Reunionen verbringt oder für sein Mikro, dann muss ich natürlich auch ein bisschen auspowern. Und war schon noch ein kleines Mädchen-Thema, also mir geht man wirklich nicht langweilig am Moment. muss ich alles organisieren, für das also noch nutzen kriegen. Ja. Flott, dann zurück bei unserem eigentlichen Sujet. Agene, du wennst sie mal haut auf der Platz, wo wir haut sind. Location vom Moment. Wir haben unsere Gäste ja allmond mit einem Spezialplatz am Minette. Haut sind wir an der Schmengen, der Michael hat es schon verraten, ohne nicht verraten zu wollen, zu Diedling, weil zu Diedling wird der Fonds de Logement etwas ganz Großes realisieren an den nächsten Jahren. Wir schwätzen über den Quartier Neuschmelz, das ist unser Hauptsujet haut. Und wir sind auch auf einer von den wenigen, wenn nicht sogar die einzige Platz an dem Quartier, wo ihn aktuell schon übernüchten kann. Wir sind am Floater, dem Diedlinger Gîte vom Minetrail. Michael, was waren so deine Impressionen, wo es da herkommt, was an der nächsten Kehr du durchgegangen bist? Wie gefällt dir die Konstruktion hier? Also mein nächster Eindruck war beeindruckend. Also du hast mich wirklich überrascht, wie schön das ist, wie das sich an der Umgebung ab und vom Wasserbecken und das um Fuß vom Wasserturm, vom Pomhaus. Ich meine, das ist wirklich ein schöner nächster Eindruck, den ich kriege vom Quartier und dann das ist auch ein nächster Schritt für neue Aktivitäten auf die Sitze zu bringen, die in der freien natürlichen Industrie war, wo eine ganz Reihe neue Funktionen kommen. Und ich meine, die Floater, das war ein Projekt, den Gemeng Stadt Diedling entwickelt hat für am Kader vom Kulturjahr 2020. Am Anfang am Kader vom Minetrail, ja, aber den ist ja auch am Kulturjahr geweiht gehen. Voilà. Und so wenn es eine Beschreibung muss von Bannen, was ist deine Impression vom Gebäude von Bannen? Die erste Impression ist die starke Luft, die rackend von den wo wir hier sitzen, voilà, so ein riesiges Fenster, die wirklich das Gebäude en valeur setzt. Und es fühlen sich direkt wohl hier und ich kann mir wirklich vorstellen, noch ein Weekend mit der Familie zu verbringen und ich kann den Gîte rekommandieren. Did you know? Ja, du sagst es gerade, Michael, wir gucken am Anfang auch direkt auf Wasser, das sie nach der Überraschung vom Pomhaus, wo wir auch den Blick drauf haben. Weißt du, dass das Wasser an 1928 genutzt wurde als Schwammbassin? Weißt du das? Das war mir schon bewusst, das ist natürlich schon ganz lang hier. Und zwischendurch hat das Wasser sicher noch andere Funktionen. Und ich weiß nicht, ob ich noch so direkt drauf sprangen. Ich weiß auch nicht, ob damals eine immens gute Idee wäre. Also Golf anscheinend wirklich ganz gut genutzt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es das haut darfst, weil wenn du da den WLAN Wasser gehst, du hast Stadt Diedling aber so Schilder abgehangen, du sollst nicht schwimmen gehen. Auf jeden Fall, das ist nicht der Sinn und Zweck vom Becken haut, mit der Floater auf dem Becken hier, da war nach einer Attraktivität und einer Figur. Und hilft da so ein industrielles Relikt ernst an 10 zu setzen und darum abzuwerten. Ne? Genau, ich meine, da hätten wir auch zu Schwätze kommen. All die Sachen aus dem Passe, die man behalten, die Gebäude, die man teilweise renovieren, die neue Funktionen kriegen. Ich meine, das ist ein wichtiges Element für auch die Trassen aus der Vergangenheit nicht zu verlieren. Wir wollen halt wirklich nicht alles aufrappen und es komplett hinstellen, weil die Fremdkörper an der Stadt ist, aber doch dann nicht mehr die ganzen Historik mit abgreift. Ja, dann hole ich das Wort. Ich wollte heute auch ein bisschen über Urbanismus schwatzen, über die Stadt. Und hallo wollte ich ein bisschen über die Sujet schwatzen. Also als das Projekt angefangen hat, war gedacht, 700 Wohnungen entstehen zu lassen. Und hallo ist die Zahl geklommen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf 1300. Könnt ihr vielleicht als ein bisschen erzählen, was du in den ganzen Jahren, also für was das sich vergrößert hat und was so die Idee war? Also ich meine, seit hat sie die Regie abgehalten in 2005,
waren natürlich verschiedene Planungsetappen, die sich jeweils über die Jahre hingezogen haben, wo natürlich mit all den Akteuren, die Stadtdienstleister an der Fonds, die Sachen mit den externen Partnern weitergetrieben haben, was die Anzahl von den Wohnungen anbelangt, aus denen natürlich über all die Jahre sukzessive abgegangen, die von 1300 geschweizt, das sind aus der Zahl, die an den aktuellen PRP in die 2020 gestimmt sind, festgehalten gehen. Dann noch eine Weiterentwicklung kommen, wo eine Densifikation auf 1575 Wohnungen vorgesehen ist. Das heißt, da wird die PRP an der PRG leicht angepasst gehen. Hängt hauptsächlich damit zusammen, dass auch die Situation zu Lützburg insgesamt sich entwickelt hat und den Logements-Krise sich verstärkt hat und natürlich dann auch einen gewissen Dynamik entstanden, dass wir so, okay, wir haben ein riesen Terrain, wir schätzen von 33 Hektar für die PRP, pardon. Und ich meine, dass es nicht mehr logisch dann, dass auch dann einen gewissen Anzahl Wohnungen geht. Natürlich immer in einem Kader, wo das auch urbanistisch passt, dann mit den Leuten aufgestimmt ist und dass das auch politisch akzeptabel ist. Das sind natürlich immer lange Diskussionen. Und ich meine, mit dem Projekt, die vielleicht, ich meine, du hast schon d'accord, und du können wir auch ein Projekt entwickeln, den einerseits Dansers an verschiedene Plätze mehr oder Männer hauptsächlich am PP-Zentrum, wo natürlich mehr Dansers, mehr das sich aber an das aktuelle Stadtbild wird abfügen, ohne dass das ich meine, wir wollen auch kein Wolkenkratzer, also es geht wirklich eine Karte, den aber noch so ein Attaillement wird bleiben. Wie koordiniert den das mit einer Gemeinde? Weil was de méi Wuningen op seg Sitwel schaffe, wat hier auch für eng Staat wie Diedling matieren 22.000 Aufwohner am Moment von do 1600 Wuningen dabei komme graf, dann kannst du mal rechnen, dat sinn engkeer so 2500 bis 3000 oder pu méi Aufwohner, die einfach so dabei kommen. Dat muss ja auch alles von Infrastrukture von der Stadt abgefangen gehen. Auf jeden Fall, da geht nämlich an ein ganz enger Zusammenhang mit der Stadt Diedling. Ich meine, da haben wir auch die gewissen Mechanismen, regelmäßige Reunionen, sowohl auf politischen strategischen Niveau wie auch auf technischen Niveau. Also das findet wöchentlich, monatlich statt. Also da ist klar, dass das eine die Kommunikation und die Transparenz nicht geht. Dann auch mit den externen Partnern, die als ersteckten Planungsbüro und die aus der Hölle finden. Ich meine, das über all die Jahre hast du auch eine Vertrauensweise entstanden, also dass man eben das Projekt können an den Interesse von allen Partieprenanten, die da betroffen sind, konnte weiterentwickeln. Was gibst du so, dass dann im Moment aktuell die größten Herausforderungen denken dann direkt auch so richtig zugefangen mit Bauen oder nicht? Na gebaut da reicht, also das sind natürlich lang 4 Schritte immer dann richtig konkret können anfangen mit Banken. Die nächste Phase sind als Demolition oder die Parzelldemolition verschiedenen externen Gebäude, das auch Sanierung vom Sitz sowohl von den Gebäuden, die man halber wie die was vom Boden, für das du nur neue Funktionen können ermöglicht gehen. Da muss natürlich auch der ganze Site viabilisiert gehen, Straße gebaut gehen, Reso gebaut gehen, die klassischen Sachen, die zu einer Entwicklung von einem PRP gehören. Und gleichzeitig fängt man natürlich schon mit der Planung von den nächsten Gebäuden, also wo Logement respektive Kommerzen entstehen, wo die ersten Wohnungen sollen 2020 fertig gehen. Ich meine, das sind Sachen, die auch parallel laufen. Aber da sind wir wirklich schon bei Punkt U kommen. Und da werden noch öffentliche Versammlungen gesehen am Laufe vom Oktober, wo man eben auch können, okay, da fängt man konkret mit den Arbeiten nun. Das heißt, da kommen Baggeren. Das kann ich so ja. Voilà. Da wird natürlich dann auch eine gewisse Veränderung sich für die Leute, die rundherum wohnen, da muss ich alles präparieren, da muss ich alles open kommunizieren. Und auch da ist eine ganz Arbeit, die man natürlich mit der Stadt Diedling zusammen machen. Und da muss alles vorbereitet gehen. Und das geht nicht nur um Bauen, wie gesagt, das ist alles ganz komplex. Und dafür haben wir eben doch intern so abgestellt, dass wir das können alles bewältigen. Und du hast auch gerade erwähnt, dass auch verschiedene Gebäude erhalten gehen. Es gehen ja auch schon ein paar Organisationen, kulturelle Organisationen, die Kollektiv Weaver, eine Brauerei, die sur Platz schon aktiv sind. Schon nun, das ist auch wichtig für dich, dass du das kein so mal rausgeheit wird. Auf jeden Fall, die Gebäude, die schon an Stand gesagt sind oder
zu einem gewissen Teil für hauptsächlich am Objektiv vom Kulturjahr an die auch durch schon eine gewisse Aktivität am Zeug auf der Site bräuchte und die englisch belieber vom Site sind an die auch lo werden weiterlaufen du hast den WWO geschwart wo Künstlerkollektiv D-Kollektiv mit noch ein ganz andere Organisation von Diedling betroffen sind dann haben wir Lokomotiv die anstand sind wo heute ein Restaurant Mikrobrasserie dran ist wo natürlich auch schon einen gewissen Leid unzieht dann waren sowieso schon seit den Site hochgelegt Guinness ein ganz Reihe transitorische Aktivitäten ich denke den Skatepark und den Urban Garden und an eine ganz Reihe anderer die ich nicht kann all annehmen und alles das dreht dazu bei dass voilà, das sieht ein gewisse Liebe schon hört und dass eine Präparation geht für dann waren ein wirklich so viel die 3500 Leute die du wette wohnen und noch all die anderen Aktivitäten die dann um Site stattfanden dass das in so einen gesunden Übergang geht dann dass du kein Tomor wird sehen der Tisch gibt quasi entre guillemets ein offene Chantier also mat Plätze wusste kann sie goen die andere wo gebaut geht natürlich net so mehr also dat de Site bleibt so wie ein Lo accessibel als accessibel er gibt dann noch für mesure wie die einzelnen Etappen sich realisieren mehr accessibel. Ja, wir haben auch die Vorgestalt, als ob andere Gebäude noch gehalt gehen, dass die auch schon da genutzt gehen. Also dass das nicht alles, also die ganzen Jahre muss nur leihen, bis das instand gesetzt gibt. Also mir als Fonds werden an naher Zukunft zwei Gebäude direkt Stand sind respektiv komplett renovieren schätzen du von der Mesa Rouge eng allen administrative Gebäude auf dem Olwagonage weil ich Lagerhall war da war relativ zentral sieht leider eben direkt beim W war noch bei der Kantine bei der Brauerei und das sind die Gebäude die mir werden als echt an Stand setzen die was für noch voilà, Virusgebäude für Equipment die Projekt schaffen und dann noch die Leute die werden ganz Patrimon erhalten mir auch hauptsächlich vom Olwagonage da sind noch ein Projekt und mit den ganzen Akteuren lokal für so okay, was machen mit dem Gebäude das Leute zentral da können wir sicherlich Sozialfunktionen künstlerische Funktionen das muss also aus einer Diskussion mit die Gebäude die wahrscheinlich 4 und den nächsten Logement danach fertig du hast die Planung 2027 und dass man dann auch durch schon nach mehr Aktivität können auf der Site bleiben. Wie geht an so Site run also gibt ja kein Cité dortoir soll ja ein bisschen alles sehen am Endeffekt es soll wirklich eine komplette Karte gehen so eng vielleicht sogar so ein petit Ville du quart d'heure an Diedling wusste wirklich am Funk zu Fuß alles das machen kannst was du brauchst. Also du hast richtig gesagt, das soll auf jeden Fall alles anders stehen, City dortoir gehen, soll die Karte mix mit Leben gehen, wo die Leute wohnen, leben, schaffen, sich bewegen, für all die Einzelpunkte anzugehen. Ich meine, wir wissen den Kader von diesem Podcast sprengen, mir allein für ein du hast Mobilität geschwärzt, weil mir die Fehler ein gar vis-à-vis, ganz Mobilitätskonzept vom Karte ist auch darauf ausgelöst, wichtig geht vom Auto zu reduzieren werden zentralisiert Parking gehen natürlich Leute nicht unbedingt Parking direkt bei ihrer Wohnung wenn sie da abgefangen und dann wird die Last 500 Meter 100 Meter durch einer Transportmitteln assuriert an Skateboard zum Beispiel Trottinetten zu Fuß etc. das eben noch durch Leben entsteht dass auch das Publik so geplant sind voilà, für eben dass die Fußgänger die Velofuhrer dass die Platz kriegt die sie brauchen für sich Stück frei zu entfallen natürlich auch geht dann an das lokal dann regional Busnetz mal angeboten also ist schon noch froh neben dem Wohnen Aslo geplant auch Kultur soll eine Rolle spielen am Quartier, am neuen Quartier. Was hast du genau geplant? Oder du ein paar Wörter dazu zu sagen? Also wir gehen nach 2 ganz große Gebäude Site Schweizer vom Walzwerk auf dem Stollwerk, wo die definitiv Funktion noch, wenn alles bis fertig ist, noch nicht 100% feststeht. Die bleiben aber stehen. Stollwerk bleibt stehen, da du bleibt nicht Trägerstruktur stehen, also die Mauer werden aufgebaut gehen. Aber den hat schon eine gewisse Funktion auch für das Energiekonzept.
mir wat du belangt du hast am moment die Idee für das de Kulturminister do Projekt machen du sind Etüden am gangen du hast aber die definitiv Programmation net fest an dafür ich mich auch dazu net festlegen méi das jedenfalls do großen nationalen Anterie für du en gewissen Aktivität an en gewichte Wich geht doch op das sieht neimals ze bringen eben gerade mat dem kulturellen Hintergrund den sie doch huet. Dann als noch ein anderer froh für die Landschaft, also als ja auch das ganze Projekt leidet du an so einem Bett zwischen zwei Hügeln und du hast du eine Verbindung also den ganzen Wirtschaften als das auch geplant geht es Passerellen also wo oder du auch dran gedurcht. Also ich will sagen, dass allein vom urbanistischen hier die so de Karte Neischmeinsleiter eng Dal en Trend hauten also so Karte Schmelz an Karte Italien du hast natürlich de Sinn vom Projekt auch für die zwei Karten zu verbannen eben an dem Todstadtbild zu vervollständigen die Schweiz die Naturreserven nun die auf den zur Seite vom Projekt sind du werden natürlich auch Passerellen entstoen fir können River zu goen och iwwer Schienen die Karte Italien vom Ra Karte also de PHP Italien von den anderen 3 PHP op dieser Seite von den Schienen trennen, dass da dem noch do gewissen Iwergang gött an das doch könnt Leiit eben von der Natur an einem gesunden Muss können profitieren. Ja, weil du hast ja aber am Anfang immer noch die fiese Trennung von der Zugstrecke, die du lernst geht. Also du musst ja irgendwie drüber drin haben. Ja, und die Zugstrecke, die wird doch Gott sei Dank bestehen bleiben. Da werden noch besser Verbindungen bis auf Peterburg bis direkt an die Stadt kommen. Natürlich wird der Karte in gewissen Attraktivität gibt, für sich so können zu deplacieren. Und da sind natürlich auch eine ganze Reihe infrastrukturelle Maßnahmen nötig, von der Passerelle geschweizt, die Schienenwerte feiern. Wir haben natürlich auch in innerischen Passerelle für direkt auf den Zugang gar Italien können in Zukunft zu machen das wird auch so ugelöscht gehen vom Straßbauer wie die ganze werden gebaut gehen das voilà, das Leid wirklich auch hingezogen gehen an das wirklich den Anteil direkt für klar okay schon den Zug für ich kann mich parken schon den Zug an davon schon an Stadt oder wo auch immer hin muss für Arbeitsplatz oder privat war. Das ist auch so von den Nachhaltigkeitsaspekten, die an dem Projekt eigentlich eine ganz große Rolle spielen. Auf jeden Fall, wenn man hier schon ein bisschen Mobilität angeschwärzt, dass wie gesagt, der Karte selber, soweit wie möglich autofrei soll sein, dass eine gute Konnexion mit dem öffentlichen Transport, sie hat das Bussen, sie hat das Reisebühnen, und dann einen großen wichtige Punkt, wenn man von Nord geht vom Sistress, ist natürlich auch die Energieversorgung. Du hast die Karte so ausgelöscht, dass es auf einer jährlichen Basis soll CO2-neutral sein. Das heißt, die ganze Energieversorgung wird auf erneuerbaren Energien aufgebaut sein. Der Plan ist, mit einer Geothermie profond zu schaffen, in Kombination mit Photovoltaik-Panoen auf den großen Flächen, auch von den Gebäuden wie Stahlweg an dem Laminar. Das heißt, du wenn's bleibt die Trägerstruktur dann herrlich, für dass du wirklich Solarpanelen draufsetzen kannst und massiv Strom produzieren kannst auch. Das ist den Hauptgrund, wie weit die Trägerstruktur nicht nimmen, ja. Das ist auch sicherlich auch nach anderen Plätzen, wo dann die ganzen Sachen geplant sind, also die ganze Photovoltaik. Also es wird nicht nimmen um Dach vom Walzweg, geschehen mir auch überall da, wo ziemlich von der Ausrichtung, auf den Dierschei etc. Aber da werden die Große jedenfalls von der Photovoltaik-Panoen installiert gehen, ja. Und die hat auch ganz viel Qualität an Espace Public oder auch schon viel gedurcht. Vielleicht können da ja auch so Sachen zählen, die ganz besonders an dem Quartier da sind. Natürlich, also das Espace Public machen insgesamt 50% von den Flaschen aus vom Quartier. Wenn man für die Densifikation geschweizt, dann natürlich auch einen gewissen Ausgang an den Leuten eine gewisse Lebensqualität gibt. Die Espace Public wird natürlich auch so gering wie möglich angelöscht gehen. Ein wichtiger Aspekt ist auch,
Revalorisierung von der Dielinger Bach, die Haut kanalisiert, energetisch aus, den Haut zu einem größten Teil nicht gesagt, das wird sich in Zukunft ändern, Tisch milliardärem frei, und die Hauptachse launcht das Walzwerk, weil du wird die Dinger Bach am sichtbar sein, und das wird dann noch für Toastgänge ein Flottaktien für du eben drüber zu tröpfeln, sich basieren, und dann noch voilà, ein bisschen du vom Quartier, durch den Quartier zu schlendern, und ein bisschen unbezwingt voilà, durchzugehen. Just an dem ganzen Nachhaltigkeitskonzept, das entwickelt wird, wird neue Schmelzei. Geht da doch etwas, wo da als von der Logement Lehren daraus ziehen wollt für weitere Projekte, die an den Jahren do nolo developiert gehen. Ich will ja mal nicht halt nicht mit der neuen Schmelz oder mit dem Projekt Wohnen bei der Wolsop, aber da wird ja ein anderes Projekt auch kommen, die von der Logement in den nächsten Jahren realisieren wird. Als das wirklich so Tram de Marsch, das wirklich so weit wie möglich probiert, geht neue Quartier energieautark zu gestalten, CO2-neutral. Das ist sicherlich eine allgemeine Zielsetzung. Voilà, du hast die zwei größten Projekte, die der Fonds developiert, also halt Neischmelzer, wo du mit der willst, angeschaut, wo man natürlich auch gewissen Pilotprojekte können umsetzen. Ich meine, da ist auch neu für uns, dafür haben wir auch müssen Leute erstellen mit den nicht Kompetenzen und Erfahrungswerten, viele Sachen können voranzutreiben. Die Idee ist für eine Geothermie profonde zu machen, wo man wirklich mehr Idee für die Bohrer, wie das jemand am Land gemacht hat. Das ist natürlich der ganze Prozess. Das Pionierprojekt. Wieso? Das ist Pionierarbeit, die nicht einfach ist, und die man natürlich auch als Akteur publik will führen treiben und eine gewisse Rolle für das Land können anholen. Ja. Und ich scheren da raus, so die Erfahrungen, die der Heimat, die gehen da gedeelt mit einem Fonds Bellwald zum Beispiel, von denen man zu schnell so fängt zu rekonvertieren und so. Natürlich, also schon seit Jahren, und wenn man mehr an der Personal kommt, immer mehr, haben wir natürlich auch den Austausch gesicht mit anderen Akteuren zu Lützeburg. Sie haben öffentlich promotieren, die auch von Bellwald geschwärzt, gibt andere Projekte, mehr noch mit den Privaten, die verschiedene frischen zuerst zum Beispiel developieren, mit denen sind wir natürlich auch am Austausch, und da gehen wir so an das Ausland Sachen angucken, von denen wir können hier lernen. Ich meine, es schon noch ein präzis froh oder Kommentar wir können ja nicht so machen, wie wenn man nicht an einer Logementskrise stierchen an Onilo zu viel politisch zu gehen, wollte ich einfach mal fragen, wie geht denn so ein Projekt und wie soll ich denn dann dafür, dass in der Leute kann helfen. Voilà. Wie gesagt, allein durch die Unzahl die von Logementen, die hier werden entstehen, bringt das schon einen gewissen Fortschritt. Wir von den knapp 1600 Logementen geschwärzt, die hier sollen entstehen. Du hast natürlich auch wichtig, einen gesunden Mix herzustellen zwischen den Sachen, die verloren gehen, zwischen den Sachen, die verkauft gehen. Mit der Reform, die der Wohnungsbauminister rezent gemacht hat, also die sind die Logementen auch accessibel für einen mehr breiten Teil von der Bevölkerung. Das heißt, können wir hier auch wirklich eine gemischte Bevölkerung holen, sodass die Karte für eine ganze Reihe Leute aus der Gesellschaft kann interessant sein und attraktiv und auch zugänglich. Question. Okay, Michael, mal als Musik von der Arbeitsrepräsentantin und ich paar Fragen über dein Arbeitsalltag. Wie sieht den so aus? Und mir viel drin kurz über die verschiedenen Nützlichkeiten von diesem neuen Site geschwärzt. Coworking Spaces werdet ihr auch gehen. Also, du hast mich zu meinem persönlichen Arbeitsalltag gefreut, dann fängt du mal da unten. Ich bin so froh vermischt. Und schaffst du eins so an einem Coworking? Wo schaffst du? Wie sieht das so aus? Ich arbeite hauptsächlich um Siège vom Fonds, den an der Stadt zu mehren lassen. Ich habe mir als Büro, wo von ganz Equipen aus dem Service sind, die mittlerweile an den letzten Monaten auch relativ stark umgewohnt sind. Da verbringe ich die meiste Zeit, da gehe ich natürlich auch regelmäßig auf die zwei Seiten gucken, für die ich direkt verantwortlich bin, natürlich dann halt zu Dilding Neuschmelz, mir noch als Büro an einem alten Gebäude auch im Site, wo wir im Moment sind, und dann werden wir definitiv Gebäude von der Maison Rouge, Riva Gouvendé bis fertig ist,
der nämlich aus der Fall zu Wols dat heißt, wir hun auch lokal Möglichkeiten für direkt können zu schaffen sowohl als Equipe wie die was auch als externe Büroen die dann auch können do eben Reunionen machen an dieser Projekt weiterentwickeln ja. Du hast noch eine Beantwort schaffte vor dem Logement nach mat individuellen Inselbüroen oder Open Spaces oder Coworking Places intern wie sie da organisiert also wost du dein egene Büro dein egent Reich wo du dir so machen kannst an den please du not disturb dir Also ganz pauschal für den Fond kann ich die Frau nicht beantworten für meinen eigenen Service kann ich so dass mir als Summe Open Space wir hatten noch eben chance gerade weil die Service noch relativ jung also weil man der letzter Zeit stark wo sind Hummer Büro ganz neu aménagiert dem den doch so en Platz gesagt dass man effektiv können zur Summe schafft weil wie gesagt die Projekte sind so groß also komplex von du nicht eine regelmäßige Kommunikation an eine Kollaboration aus der kann da nicht funktionieren nicht so viel Teletravail gemacht und ich werde mich sicher nicht an meinem eigenen Büro verschanzen an mich verstoppen am Gegenteil an da das alles etwas was sich nur entwickelt dann war mal lo an eng Phase kommen wo wirklich nach méi Arbeiten Sit sind da muss man die ganze Organisation noch enker überdenken und werden eben noch mal gesehen wat du klappt wat nicht glaubt eben doch für das die Kippe so effikaz Summe schaffen ja, für so zwei so große Projekte parallel laufen du kannst dich auch selber nicht an zwei delen eben das so eine große Herausforderung die was logistisch du sind da wie gesagt wenn man spezifisch auch Leute gestaltet mit Kompetenzen zum Beispiel für Sanierung vom Site die Leute schaffen auf den zwei große Sitten dann haben wir schon eine Leute die exklusiv auf einen von den zwei Sitten schaffen für die ist natürlich ein bisschen mehr einfach sich zu organisieren all die transversal schaffen die müssen eben doch für selber gucken dass sie da alles in einen Hut kriegen ja. Und dann ob mein einer zweet froh die Coworking Spaces Dabelswald verändert sich ja ganz schnell wie wir alle wissen sind die schon viel gesehen ob das ein neues Set oder insgesamt das Punkt den schon noch wohl so wir entwickeln natürlich hauptsächlich Logementsgebäude mir oft an der Rez-de-chaussee von der Residenz sind noch Fläche viel gesehen für tertiäre Aktivitäten für Büros für Commerce de Proximité etc. an do sind so Sachen wie Coworking Spaces auf jeden Fall umsetzbar nach konkrete Projekt mehr wenn man die echt lo werden entwickeln an do wo man eben Flaschen hun die nicht Logement sind da muss man als dort vorstellen natürlich auch immer an Summen habe ich mit der Stadt Dietling auch was möchte sind für die Quartier war das komplementär auch zum Rest von der Stadt wir wollen natürlich komplementär sind und keine Konkurrenz durchstellen zu dem der will nicht Großgas kannibalisieren das ist natürlich auch eine Herausforderung ich meine da ist immer wolle für den was muss interner abstellen wenn man an andere Projekte von da nicht unbedingt Faktor ist dass man so viel Meter Carré auch Flaschen und wieso die tertiär sind die kommerziell sind nach ein klein froh du hast für Kompetenzen geschwärzt was für ein persönlich Kompetenzen gebrauchst du an deinem Job du bist ja ein Manager du bist ein Problem Solver erzähl mal also ich meine die Hauptkompetenz die ich gebrauchen aus Gesamtbild zu holen probieren die Komplexität von den verschiedenen Wollen von dem für mich das Projekt das Programm hat x Projekt den ganz geht an das die Komplexität an das wo ich kann auch meine Kompetenz rausbringen auch auf den verschiedenen Niveau können agieren zwischen dem politischen dem strategischen den operationellen da das den dachlichen Defi an noch mal zu summen habe ich eben mit den Equipen an der Summe mit den Rest von den Equipen muss man do jidfrieden Kompetenzen abbringen an mein Rolle ist auch natürlich für zu gucken dass die Kompetenz für den verschiedenen Leute die man haben intern aber auch die was extern dass die alle an denen greifen an dass man da so aufgestellt sind das jidfrieden sind Kompetenzen kann man da bringen ich denke Kompetenz ist Kompetenzen von den anderen zu gerieren. Und da gehst du kurz Handball spielen ja, voilà, da gehe ich mich da austoben ja Quirky question.
komplett anderes Sujet. Wir kommen bei als quirky question. Allgerst kriegt so eng Gestalt an Okay. ja hun empfangen, wo man Datei 4 berät und mir ein bisschen drüber gerätselt wie eng froh, dass man dem Michel Stellen Gira können, könnte ja. stellen. An mir sich schlussendlich ob eng rauskommen Schweizer iwwer de neue Quartier iwwer quasi eng neue Ministaat, die entsteht an der Stadt Dideling. An Michel, wannst du de freie Schwa hast, wost du dirfs Hauthiplännerin, a wie eng Stadt wär dat? Diddling. Das war eine diplomatische Antwort, oder? Der hat wirklich schnell erwacht. Ich war nur auf einem anderen Kontinent. Und schon von anderen steht so Maß auf Lützburg geschlossen, da gebe ich echt da Berlin gesucht, weil du schon ein als Student Jahr gewohnt hast. Du gibst mich direkt direkt sehen. Ich mein, Marike könnt du auch. Ja, da können wir auch nach lang drüber schwätzen. Also Berlin einfach wenn's dem Flair, wenn's dem großen Abbruch, den die Stadt auch hat in den letzten 3 Jahren. Ich meine, war natürlich das gerne an einer Envergure nach mir. Auch da, Berlin war viel Freiflächen, die rekonvertiert gehen. Du, voilà, wo ganz viel Neues entstanden. Also das einfach, das einerseits ein Großstadt an aber also nach für mich lebenswert, weil auch da viel Espace Public gesehen, weil viel Park gesehen, weil nicht gerade da, wie wenn man von Paris oder von London schwätzen nach, weil auch den öffentlichen Transport wirklich extrem gut ist und überall hier könnt mit dem Metro, mit der Straßenbahn, mit Velo etc. Also das Jahr war ich da verbraucht und dann, das war wirklich eine flotte Erfahrung. Wenn wir schon so bei Sachen sind, die ihr froh kann, wie wird da, wenn man mal Quiz gegen 4 machen? Okay. It's quiz time. It's quiz time. Kleine Erklärung mir ernst. Also, es gehen 2 Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten, just eines richtig. Und ihr dürft allen 3 mitroten. Schon sind ein bisschen die Geschichte von Dideling gegangen. Es sind op Butscheburg gegangen. Das ist ja Quartier von Dideling. Und Gehansburg über Butscheburg, da leitet die Alburg-Ruin. Rundum die Ruin gibt es doch eine Legende. Die handelt von was? Von einer Jungfrau, von einem Wiestel oder von einem Wolf? Also sind ich Michael, dort überfroht, was da meinst bin ich du? froh, Ja. dann Jungfrauen sind meine nicht, dass ich da bleibe nach Techoir und da gebe ich den Wichtel so. Ja, ich gehe auch die Wiestel so. Das ist so eine Jungfrau. Das ist auch die. Das ist trotzdem eine Legende von einer Jungfrau. Das war Elisabeth von Hunolstein, die auf der Burg gewohnt hat und die anscheinend immer den Leuten von Butscheburg geholfen hat und die wirklich benefik für das kleine Dörfchen früher war. Aber die Burg zerstört gouf, ja, da also dem Dörfen drinnen auch ganz schlecht gegangen. Und die Leute von da haben immer gehofft, hier Jungfrau Elisabeth von Hunolstein ging rumkommen und anscheinend weist sie sich all 7 Jahre an der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Und sie werden auch immer darauf, dass ein schmucke Kerl bei sie kennt und zu ihr seht, hi, komm, ich will in den Schmatt. Ist wahrscheinlich bis heute noch nicht geschieht, weil anscheinend, wenn sie sich weist, dann an der Gestalt von einer Schlange die Feuer speizt. Dafür haben die Diedlinger Burschen vielleicht bis heute noch nicht den Besuch gehabt, sie zu lesen. Wow, da müsst ihr ja auch alles irgendwie mit abbauen. Und der neue Quartier. Amazing, wow. Soll ich noch einen froh? Ich hatte noch einen. Gern. Ah, gern. Wenn wir heute zum Fenster vom Floater rausgucken, sehen wir den Wasserturm mit seiner Größe 1928 drauf. Hier kann ich Expo de Bitaillers gucken. An dem Wasserturm. Die Fotoexpo, die Edward Steichen 1962 kuratiert wird. Welchen Titel hat der Lützeburger Fotograf, den damals zu New York geliefert wird zu dem Zeitpunkt? War er kein, weil der freischaffende Künstler Fotograf war ein Generalkonsul von Lützeburg zu New York oder war ein Direktor von der Sektion für Fotografie vom Museum of Modern Art? Das ist so nice, ich weiß es. Maria? Direktor. Ja, ich gehe auch direkt also vom Museum of Modern Art. Ja, das war von 1947 bis 1963. Der Bitaillers war die letzte Ausstellung, die kuratiert wird. Okay. Ceci dit, nach Frohen? Vielleicht noch ein froh für als Nolausterer, wenn das Projekt neuschmals
du sollst Michael ab 2028 Pratt als Deelweis Pratt als wie können Leute sich informiert bleiben überhaupt oder sich melde für eine Wohnung? Also wir werden natürlich auch lo, was das Projekt mehr konkret geht, als Kommunikation verstärken über die verschiedenen Medien, sie wird sozialen Medien, sie wird die klassische Medien. Wir werden noch ein extra Site für den Projekt Neuschmelz en place setzen, das ist noch für das Jahr geplant. Das Gebäude vom Wagonage, was ich für drin angeschaut habe, also wird auch in die Maison de Projet gehen, wo man dann das Projekt auch so sieht, können dem Publikum mehr vorstellen, mit Marketing, mit Präsentationen etc. Also auch da, dass ich wolle Kommunikation von wir intern Equipen nun und noch durch externen Partner, die dabei helfen, für die ganzen Wolle aufzustellen und an den nächsten Jahren eben zu verstärken. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Können Bürger auch bis zu einem gewissen Punkt ein bisschen matt schaffen? Ja, also haben wir in der Vergangenheit auch schon Enquete publique gemacht, wo Leute können noch zu der PHP sowieso, wie das dann alle PHP der Fall ist, konnte. Und Partizipation citoyenne war doch ein Ulens, war doch der Lokale, was der Stadt. Die Dinge wichtig war, aber da ist natürlich auch wichtig, also und das wird man, der Approach wird man auch in Zukunft so weiterführen. Nein, für den Wagonage zu kommen, noch da haben wir mit den lokalen Akteuren geschwatzt, die auch die Dinge, die was repräsentieren, also natürlich zu einem Großteil repräsentieren an nein, wir können das nicht allein, wir können das nicht alles summen, dass die Karte wirklich stehen, die Success geht, die meist all gut erhoffen. Michael Girafimus, merci für den Besuch an unserem Minute-Mashup-Podcast. Bonne Chance dann für diesen Weekend den Handballsmatch gegen den Handball-Legend der Cup. Und ich mache just einen kurzen Rappel. Hashtag Minute-Mashup, da fand ihr uns an den sozialen Medien. Und den nächsten Rendezvous, den haben wir den 27. Oktober. Und ich denke, da haben wir einen Gast, den dann irgendwo an die Jahreszeit wird passen. Bis dann! Bis dann, vielmals merci für den Null. Merci. Ja, Adi.